für die Einladung, Martin. Ein bisschen zum Titel, kurze Geschichte dazu. Ich habe das Vertrauen in Martin, dass er einen guten Titel finden wird. Für mich selber ist es ein bisschen so, ich habe noch vor, die nächsten 20 Jahre zu arbeiten, also würde ich mal sagen, Lebensrückblick vielleicht dann in 20 Jahren machen. Wenn ich die ganze Veranstaltung betrachte, dann muss ich zuerst einmal feststellen, wir als Biotechnologen oder Bioprozessindustrie sind derzeit offensichtlich noch nicht tauglich für Industrie 4.0, weil das ist da drüben und wir sind da. Ja. In Prozesskontrolle, Produktqualität in der biotechnologischen Produktion. Das ist an und für sich die Fragestellung. Ja. Der Martin als Veranstalter, der Evan als Veranstalter, wo gehören die hin aus meiner Sicht? Da habe ich diesen Kollegen hier, der bietet seine Produkte an, ja, und will die der biotechnologischen Produktion in irgendeiner Form schmackhaft machen. Ja. Die Reaktion, die da sehr häufig dabei rauskommt, ist hier dargestellt. Es gibt nur eine begrenzte Bereitschaft, da wirklich auch mitzutun. Wenn auch die Technologie sehr vorteilhaft sein könnte, ist es nicht so leicht, das in den Markt reinzubringen. Die Herausforderung, also es sind ja mehrere Zulieferanten im Prinzip da. Bei der Veranstaltung ist ein Anlagenbauer, er ist ein Gerätehersteller, also es gibt da einen doch massiven Widerstand zu Innovation. Ja. Vor allem im Bereich der Produktion. Auf der Uni geht es noch recht leicht, im Entwicklungslager, in der Firma geht es eventuell auch noch, in der Produktion wird es dann sehr holprig. Jetzt ist es dann natürlich nicht so, dass diese Kollegen hier, diese Biotechnologen, so stur sind, aber es gibt viele Gründe, warum die sich so verhalten. Ja? Und das sind einige Besonderheiten der Bioprozesstechnik, die ich da jetzt mal auflisten möchte, sind teilweise, dass wir in unseren Projekten so mitbekommen haben, wo es wirklich kritisch ist und warum es nicht funktioniert. Und dann halt auch natürlich historische Hintergründe. An und für sich, Biotechnologie, Produktion ist eine Zukunftstechnologie. Wenn wir hier Anträge stellen, dann sind wir ganz leicht, das sind Key Enabler, bla bla bla. Aber das Ganze, also irgendwie die Infrastruktur, IT und die ganze Sache. Ja. Im Unterschied dazu haben wir aber antike Wurzeln. Ja. Was da dargestellt ist, das ist die Bierproduktion schon im alten Ägypten ein Industriezweig. Das heißt, grundsätzlich 8.000 bis 9.000 Jahre Erfahrung mit empirischer Produktion. Man hat damals noch eine Biotechnologie dazu gesagt, aber im Endeffekt hat man irgendwelche Organismen genutzt, die Gärungsprozesse durchgeführt haben. Das ist Bier, das ist Wein, Sauerkraut, Brot, immer da sind die Dinge drin. Das ist natürlich etwas Festgesetztes. Ja. Das ist nicht so leicht zu ändern. Jeder kennt diese Sprüche, das haben wir immer so gemacht, das werden wir weiter so tun. Ja. Das ist schon einmal ein Punkt, warum man da nicht unbedingt so innovationsbereit ist. Das Zweite, was da sehr, sehr wichtig ist in der ganzen Geschichte, man hat natürlich auch ein begrenztes Prozessverständnis. Wenn wir jetzt unsere 8.000 bis 9.000 Jahre anschauen, dann sind wir vielleicht die letzten 120 Jahre überhaupt in der Lage zu wissen, oder wissen wir erst seit 120 Jahren, dass da Bakterien oder irgendwelche Organismen tätig sind in diesen Prozessen. Also der Ansatz, diese viel strapazierte Blackbox, es gibt da Inputs und es gibt Outputs und wenn der Output passt, sind wir zufrieden. Ja. Und man muss nicht unbedingt wissen, was denn da drin vor sich geht. Das heißt, die Blackbox-Konzepte sind über weite Strecken wirklich Stand der Technik. Das ist natürlich immer abhängig davon, wo ich im Bioprozess bin. Ja. Im Fermentationsprozess ist es wirklich noch sehr stark in diese Richtung. Bei einzelnen Schritten weiß man schon wesentlich mehr von der ganzen Sache, das ist schon etwas drauf, beziehungsweise schon in Richtung weiß. Eine weitere Besonderheit, wir haben Organismen, lebende Organismen, vor allem in der Fermentation, mit denen wir arbeiten müssen. Diese Organismen sind, dieses E. coli, einer der Hauptorganismen in der biotechnologischen Produktion, sind charakterisiert, man versteht sie so in etwa, aber selbst bei E. coli, der seit ungefähr 100 Jahren bekannt ist und so das Spielzeug der Wissenschaft ist, es gibt nach wie vor jede Menge unbekannter, also es gibt
5000 Gene da drin, von 1000 weiß man nicht, was die Funktion davon ist. Ja? Und das ist weltweit so immer plakativ der best charakterisierte Organismus. Was man da dazu sagen kann, es ist natürlich eine Vielzahl von Reaktionen, die da gleichzeitig stattfinden, und die müsste man ja alle wissen. Wenn man wirklich von einer Whitebox spricht, das müsste man verstehen und wissen. Das ist schlicht und ergreifend nicht möglich. Die nächste Hemmgeschichte ist, dass wir doch sehr vielstufige Produktionsprozesse haben. Da ist dieser Teil des Upstream, ja, die Fermentation, der Produktionsprozess. Das hat die Mona vorgestellt, dann ist da der Teil mit dem Downstream, mit verschiedensten Prozessschritten, und an und für sich, was wir jetzt gerade gehört haben, kommt dann noch die Formulierung dazu, die ebenfalls mindestens genauso kompliziert ist. Das heißt, wir haben da lauter einzelne Schritte, man versteht den zum Teil von der Fermentation nicht bis ins Detail, und das hängt natürlich alles zusammen, das kann ich normalerweise nicht als eine einzelne Einheit betrachten. Ja? Also man muss früher oder später das Ganze in einer integrativen Art und Weise betrachten, und damit ist es natürlich schwierig. Ja? Dann, wenn man diese vielstufigen Prozesse anschaut, das ist ja zum Beispiel, das ist sehr ähnlich in der chemischen Industrie. Ja? Wir sind also sicher nicht nur eine Vorreitertechnologie, wir sind auch Mitläufer. Ja? Wobei hier das Zellenengineering, das ist eindeutig neue Biotechnologie, das ist Pioniergeschichte. Da gibt es nichts, was man vorher so wirklich gemacht hat, wo es um genetische Modifikation geht. Bei der Verfahrenstechnik, Fermentation, Produktreinigung, da schaut die Sache schon ganz anders aus, weil insbesondere in der Fermentation hat man sich sehr, sehr an dem angehalten, was auch in der chemischen Industrie und in der Lebensmitteltechnologie gemacht wird. Messtechnik, Automatisierungslösungen, das sind alles Ansätze aus der Chemie, pH-Wertmessung, CO2-Messung und so weiter. Es gibt natürlich auch ganz bestimmte Bereiche, die man durchaus als Pioniertechnologie sehen kann, wenn es auch um neue Aufgabenstellungen geht, die bisher gar nicht da waren. Dann ein weiterer Punkt, das betrifft vor allem die Fermentation, weil das meine Spielwiese. Es gibt wirklich hohe Anforderungen an die Prozessanalytik, weil was wir machen müssen, wir müssen eine sterile Prozessumgebung aufrechterhalten. Das heißt, mit dieser Bedingung hat man schon ganz massive Einschränkungen, was Sensorsysteme betrifft, die überhaupt verwendet werden können für Online-Sensorik. Dann ist das natürlich auch ein Grund, ein Hemmschuh in Richtung Anwendung, wenn neue Sensoren oder sowas daherkommen. Es sind hohe Ansprüche an die Sensoren. Sie darf keine Interaktion mit dem Produkt geben und so weiter. Dann müssen wir unsere Messungen in einem Gemisch machen aus Medium, aus den Zellen, ja, Feststoffen, habe ich im Medium gelöste Stoffe, und dann haben wir noch eine Gasphase, die da drin haben. Das heißt, hat durchaus wahnsinnig großen Einfluss auf meine Messergebnisse, ob ich da jetzt viel wenig Schaum drin habe oder wie das mit dem Gas wohl hat, wenn der Prozess zu einem bestimmten Zeitpunkt aussieht. Was noch dazu kommt, wenn ich jetzt von Coli spreche, von Bakterien, insofern ist die Zellkultur ja fast angenehm, weil da wird das Produkt ausgeschieden und ist im Medium. Ja. Wenn ich jetzt bei Coli, mein Produkt bleibt normalerweise in der Zelle, das heißt, da habe ich überhaupt keinen Zugriff. Selbst wenn ich mit einem Sensor bis direkt in das Medium reinkomme, in die Zelle rein kann ich nicht. Da habe ich überhaupt keine Möglichkeit, das direkt zu messen. Das heißt, nur indirekte Möglichkeit oder Offline-Lösungen. Und natürlich wären das die Komponenten oder die größeren Prozesse, die uns am meisten interessieren. Dann eine weitere Besonderheit, die regulatorische Folge. Haben wir auch schon relativ viel davon gehört. Und das ist ja da schon am Tablett gestanden. Dieser Lösungsansatz Quality by Testing. Ja. Ich fixiere meinen Produktionsprozess, ich habe ganz enge Spezifikationen. Das wäre so wie da diese Zone des potenziellen Fehlers, und man schränkt das einfach immer stärker ein, bis man dann irgendwann einen sehr engen Setpoint hat. Das ist dann so, und am Ende gibt es das intensive Testen der Endproduktqualität. Wenn wir das jetzt nochmal Revue passieren lassen, dann sind wir dann nicht so weit weg von dem, was früher gemacht worden ist. Wenn irgendwer getraut hat, hat er einen fixierten Prozess gehabt. Die Spezifikationen waren eventuell weiter. Intensives Testen der Endproduktqualität war sicher dabei. Da ist im Prinzip wieder dargestellt, das ist 8000 Jahre alt. Ja, das ist nicht
so extrem innovativ. Zur biopharmazeutischen Produktion, also es gibt ja andere Applikationen für weiße Biotechnologie, da ist der Freiraum etwas größer, Prozesswissen teilweise aber nicht, ja, aber zumindest was das Produkt betrifft, sind die Regulatorien nicht so groß. Ja. Was jetzt da ebenfalls innovationshemmend ist, ist die Tatsache, dass unser Produkt oder die Produktionskosten zum Verkaufswert von der Pharmazeutikum extrem niedrig sind. Ja. Das mit den 20% ist schon eine sehr positive Anwendung. Ja, weil die Diskussion, man kann es nie ganz raushören, aber das geht runter bis 2%. Ja. Wenn ich jetzt als Prozessingenieur hergehe und sage, ich habe eine 100%ige Verbesserung, dann ist das gerade mal 1%. Ja. Das ist nicht so super attraktiv. Dann, was auch für mich selber sehr erstaunlich war, die Personalkosten an den Produktionskosten sind sehr hoch. Die sind so ähnlich wie beim Handwerker schon bald, das sind 60% der Produktionskosten, der Antikörperproduktionskosten sind Personalkosten. Obwohl extrem hohe Kosten für Medien, für die ganzen Geschichten da drin sind. Ja. Das heißt, da ist durchaus Luft für Optimierung und für weitere Prozessverbesserungen. Ja. Was noch schwierig ist, extrem lange Zeit bis zum Markt, ja, bis zu 10 Jahren, bis diese klinischen Phasen durchschritten sind und ein hohes Ausfallsrisiko noch inklusive. Weil bei Antikörpern ist es ein bisschen besser, ich glaube, da geht einer von 5 durch, wenn es denn passt. Ja. Bei anderen Produkten, die jetzt nicht direkt diese Antikörpergeschichte sind, da ist das eben noch höher, da kann jeder 7. das was in die Ergebnisse zahlen. Also das ist, wenn man das die Entwicklungskosten damit reinnimmt, wie abgeschlossen haben, war es 1 Milliarde, ich würde mal sagen, das wird jetzt irgendwo Richtung 2 Milliarden, ja, bis das wirklich am Markt platziert werden kann. Und damit, wenn wir 5 Ausfälle haben, muss ich natürlich entsprechend das Ganze mit dem einen Produkt, das durchgeht, aufrechterhalten. Also diese Kostenstruktur, das hat natürlich mit dem auch sehr stark zu tun, warum unsere Pharmazeutika so teuer sind. Gut, das wären nochmal so Besonderheiten. Nun zur aktuellen Entwicklung. Wir haben da heute schon 3 sehr spannende Vorträge in dieser Richtung gesehen, was sich da tut. Ich habe das da auch kurz zusammengefasst. Also was wirklich extrem Fortschritte gegeben hat, ist im Bereich der Bioanalytik. Ja. Das, was heute möglich ist, das war vor wenigen Jahren noch eine Utopie. Am besten, glaube ich, ist das von der Sequenzierungstechnologie her ist am leichtesten darstellbar. Weil damals war das ein weltumspannendes Projekt, das humane Genom dort zu sequenzieren. Ja. Mittlerweile ist das schon fast an der Tagesordnung. Das ist jetzt kein großer Aufwand, das auch zu machen. Ja. Weil das ist rein vom Equipment her geht so, dass das recht, also wirklich gut durchführbar ist. Parallel dazu ist das vielleicht auch ein gutes Beispiel, hat es natürlich auch wahnsinnige Flut an Daten geben, die man zuerst einmal interpretieren und auswerten muss. Das heißt, bei der Analytik ist dazugekommen in irgendeiner Art und Weise wirklich, wie bringe ich diese Daten dann zu einer Aussage. Ja? Und das ist auch bei den Omics-Technologien, wo man von mir aus bestimmte Komponenten von einer Zelle, die RNA oder Proteine, die Gesamtheit in einer Analyse irgendwie bestimmen kann. Das ist natürlich auch immer damit verbunden, dass man da wahnsinnige Vieldaten generiert und die Interpretation durchaus schwierig ist. Miniaturisierung und Hochdurchsatzlösungen, und was da natürlich genau mitspielt, ist die Automatisierung. Das sind so Dinge, die da durchaus sehr viel Fortschritt auch in der Biotechnologie bringen, weil wir mittlerweile jetzt einfach Sachen analysieren können, die vorher gar nicht möglich waren. Dann dieses Konzept Quality by Design und Process Analytic Technology. Das ist insofern eine interessante Geschichte, weil die ganze Initiative von der FDA, also von den regulatorischen Behörden, ausgegangen ist. Die erste Reaktion von Firmenseite, von der pharmazeutischen Industrie, ist fast allergisch gewesen, weil wir wollten das natürlich als Universität gleich in Projekten verarbeiten. War eher so, das war das Gefühl, FDA bringt was, das heißt, wir kriegen zusätzliche Arbeit ohne Hilfe, so die Linien davon. Ja. Das ist aber mittlerweile ein bisschen gesetzter.
Ich glaube, dass da wirklich in die Richtung geht, wie man früher gehört hat. In dem Bereich sowohl die regulatorischen Behörden mit der Produktion wirklich zusammenarbeiten wollen und dass das ein gemeinsames Erstellen von Konzepten in irgendeiner Form ist. Ja. Und was da im Prinzip wichtig ist, ist das Prozessverständnis, das Prozess- und Systemverständnis und dann eben auch wie kriegen die Informationen aus meinem Prozess in Echtzeit raus. Und zu aktuell, ja, das ist typischer Zeitrahmen, wenn das 2002 oder 2003 irgendwie gestartet worden ist, da gibt es jetzt die ersten wirklich Applikationen, die basierend auf QPD, wo die Einreichungen bei den Behörden mit den ersten Wirkstoffen. Wobei in dem Bereich noch lange nicht das Potenzial von QPD oder diesen Einsätzen genutzt wird. Sie haben es mehr oder weniger im Nachhinein dazugegeben, dass man sagt, man hat eine frühe klinische Entwicklung und in der Zeit, frühe Prozessentwicklung, klinische Phasen, in der Zeit hat man dann diese Konzepte nachgearbeitet. Also man kann da nicht wirklich den Nutzen rausziehen, aber das erleichtert die Anwendung. Ja? Und das ist offensichtlich schon Grund genug, das man so macht. Implementierung von Badwerkzeugen haben wir auch schon einiges gehört in allen 3 Vorträgen. Es gibt viele Offline-Analysengeräte, das haben wir auch festgestellt. Diese Laborgeräte müssen zu Online-Messungen adaptiert werden. Was ich da ganz kritisch sehe, ist, wenn ich was in einem Fermentationsprozess einbinden will, dann ist es vielleicht insofern nur ein bisschen trickreicher, weil das steriltechnisch auch irgendwie hinpassen muss. Das zweite, wie binde ich diese Geräte in die bestehende Prozessleitsysteme und Datenbanksysteme ein? Keine direkte Messung möglich, daher Modellierung und Softsensoren. Und in dem Bereich gibt es wirklich viele Aktivitäten, nicht nur auf der Uni, sondern auch in den Firmen wird da wirklich aktiv dran gearbeitet. Das heißt, das schaut von der Seite schon recht erfreulich aus. Dann Prozessintegration, das ist auch so ein Punkt. Das ist für mich auch eine erstaunliche Geschichte, wenn wir sagen Upstreamer, Downstreamer, die Fermentierer und die Reiniger, ja. Es ist ja dann, ich glaube, das bildet sich keine Firmen recht gut ab. Es gibt da schon so gewisse Rivalitäten oder wie man das auch immer nennen will. Und der Upstreamer will einen hohen Filter in seinem Prozess, das ist super, dann ist er gut gewesen. Aber im Downstream kann ich dann mit dem eventuell ganz wenig anfangen, weil die Qualität oder die Art und Weise, wie das geliefert wird, einfach nicht tauglich ist. Ja. Es hat da den Hintergrund, dass ich natürlich solche langen Ketten von Prozessen nicht von Haus aus in einem betrachten kann. Man geht also zuerst in den einzelnen Einheiten in die Tiefe, das ist diese vertikale Forschung, da kann man sich austoben. Und anschließend muss ich diese Erkenntnisse aber dann auch wieder in Zusammenhang bringen mit meinen anderen Prozesseinheiten und das Ganze integrieren. Das wäre dann diese horizontale Vernetzung. Das heißt, holistisches Prozessdesign, das ist etwas, was also ein Schlagwort ist, wo sich relativ viele Projekte derzeit bewegen. Was da auch dazu gehört, ist diese kontinuierliche Produktion. Bin ich auch ganz dabei, dass das bisher überhaupt nicht geht. Zum Beispiel bakterielle Systeme sind nicht immer stabil genug, dass ich an eine kontinuierliche Produktion denken könnte. Ja. Es gibt aber relativ viel Aktivität im kontinuierlichen Downstream. Ja. Dann der Ausblick, wo gibt es offene Baustellen und was für Lösungsansätze gibt es und wo, glaube ich, oder wie, was sind meine Erwartungshaltungen hinsichtlich der Implementierung von solchen Einsätzen in der Industrie. Also zur Implementierung sehe ich das Ganze relativ positiv. Ich habe das verfolgt, seit BAT quasi da Thema ist. Es hat wirklich lange gebraucht, bis Firmen diese Bereitschaft gehabt haben, da überhaupt etwas zu investieren und was zu machen. Mittlerweile ist es so, ich glaube, diese Zusammenarbeit zwischen den produzierenden Firmen und den Behörden funktioniert recht gut. Es gibt da einiges an Veranstaltungen und Aktivitäten, wo wirklich offen diskutiert wird, was ist möglich, was können wir tun und wo wollen wir hin. Ja. Dann ist es so, Automatisierung, also viele dieser Dinge werden in den nächsten 10 Jahren wahrscheinlich nicht voll implementiert sein. Bei vielen wird es noch viel Zeit brauchen, ja,
aber Teile davon bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass die den Weg finden und dass diese QPD-BAT-Ansätze wirklich sich etablieren werden, auch in der produzierenden Industrie. Die Herausforderungen, die ich sehe, ist einfach einmal auf der Datenseite, das haben wir bei dir gehört, das wissen wir von den Offline-Schichten, von Microarray-Daten oder Sequenzdaten. Es ist in der Tat so, dass man bei vielen Dingen überhaupt erst einmal eine Methodik dazu braucht, wie werte ich das aus, ja? Wie kriege ich Zugriff, weil zum Beispiel in den Genomics-Daten, die Statistiker haben äußerst große Schwierigkeiten gehabt, mit unseren Daten zu arbeiten, weil ich habe eine Probe und 1000 oder 2000 Analyten oder 4000 oder was auch immer. Ja. Also die Statistik hat sich zuerst mal umstellen müssen und entsprechende Methoden arbeiten, dass man das auswerten kann. Bei Online-Daten ist die Datenerfassung, das muss alles automatisierbar sein. Ja. Bei vielen dieser Sensoren, die da vielleicht komplexer sind, ist es also so, dass man eine Plausibilitätsprüfung braucht. Weil wenn wir eine pH-Sonde einen Wert sehen, dann kann ich als Experte relativ schnell sagen, ist das ein brauchbarer Wert oder nicht, oder ist die Sonde nicht. Ja, das wird schwierig sein. Bei eventuellen spektroskopischen Methoden, wenn ich jetzt eine Fluoreszenz habe und das fällt mir an der Filter aus, und das ist mein Datensatz auch im Prinzip, immer der sein soll, ja, das ist kaum feststellbar. Also man braucht, wenn man komplexere Dinge einbaut, eine entsprechende Prüfbarkeit. Ja. Was noch dabei ist, was da oftmals steht, ist eine Kalibrierbarkeit. Das ist genau so ein Punkt. Ja. Weil wenn ich irgendwas vergleichen will, dann muss ich ja in irgendeiner Art und Weise eine Kalibration mitlaufen haben. Rohdatendefinition, Handhabung, Rohdatendefinition, was sind Rohdaten? Wenn ich einen komplexen Analysator habe, was ist denn der Rohdatenwert? Ja? Weil bei vielen Geräten kriege ich ja schon was ausgespuckt, was durchaus vorprozessiert ist. Ja? Und da ist auch, wo greift denn wirklich die Software, mit der dann der Prozess gesteuert wird, da schon ein und welchen Wert nimmt die. Ja? Bei Datenintegration, das ist natürlich der Punkt, dass ich Off- und Online-Daten zu irgendeinem Zeitpunkt da integrieren muss. Ich glaube, da können vor allem die Leute in den Firmen ein Lied davon singen, die so dazwischen geschaltet sind. Entweder die Pilotanlagen oder die Troubleshooter. Ja? Wenn es in der Produktion irgendein Leiden gibt, gibt es der Troubleshooter, der hat seine eigene Abteilung und muss dann mit Datensätzen aus der Entwicklung und Datensätzen aus der Produktion arbeiten. Also das ist etwas, was durchaus sehr, sehr schwierig ist. Ja. Diese Datenvernetzung, das Entwicklungslabor, Pilotanlagen, Produktion bis hin zu der Vernetzung von der Produktionsseite, dass das in irgendeiner Form einheitlich gestaltet werden sollte, weil das unglaublich hilfreich sein kann. Ja. Gut, dann Interdisziplinarität, die Notwendigkeit, andere Expertisen damit einzubinden. Das ist natürlich ganz klar, ich bin Biotechnologe, meine mathematischen Fähigkeiten sind durchaus begrenzt. Ja. Selber trifft auf Informatik, Bioinformatik zu und auch bei der Regeltechnik schaut es so aus. Was wir in unserem Projekt, das ist eine sehr nette Erfahrung gewesen, wir haben im Zuge der Diskussion, was wir messen sollen, wie wir das Ganze dann aufsetzen, wie wir zurückkommen auf den Prozess, welche Inputs stehen denn überhaupt zur Verfügung, haben wir uns, glaube ich, 3 Tage zusammengesetzt, damit wir unser Konzept so aufbereiten, damit der Regeltechniker, reiner Regeltechniker mal überhaupt versteht, was wir tun wollen. Und der ist dann gekommen, das hat gut funktioniert, wir waren in der Lage, das zu erklären. Ja. Und dann hat er einmal so, ist von seiner Seite gekommen, naja, diese Regelaufgabe ist vielleicht gar nicht so schwer, weil unsere Prozesse so langsam sind. Ja. Weil dann ist es immer eine Betrachtungsweise. Das war das erste Mal, dass mir einer wirklich glaubwürdig hat sagen können, dass das, was wir machen, nicht das schwierigste Herausforderung ist. Dass es da durchaus ganz andere Herausforderungen gibt, wenn es um die Zeitachse oder sowas geht, wo ein Regler wirklich schnell sein muss. Ja. Weil wir sind da schon in der sehr glücklichen Lage, dass wir recht entspannt agieren können. Das ist schon ein großer Unterschied zum Downspoon. Ja. Wenn Sie Kulturprozess in 3 Wochen an, einmal Probenahme, ja, das kann relativ flott gehen. Ja. Das ist ein durchaus ein ganz anderes Setting. Ja. Bei der Implementierung von Quality by Design und BAT, das erfordert sicher einen Schulterschluss. Das wird nicht gehen, wenn die Pharma das allein machen will.
das ist Ihnen auch bewusst. Wir waren da bei dieser ISBE-Veranstaltung, wo das ist International Society for Pharmaceutical Engineers, und da sind eben auch die Zulieferer, die Pharma und der Akademiker zum Teil mit dabei. Und da war eindeutig die Konklusion, da müssen wirklich alle zusammenarbeiten, dass das funktioniert. Das fängt schon an bei diesen Schnittstellen, Standards, wie kommuniziert, was mit wem. Also da kann sich gar nicht sich keiner raushalten, weil wenn sich wer raushält, wird er dann nie den Weg da reinfinden. Das würde ich immer glauben. Ja. Und wie gesagt, auch die Behörden müssen mitspielen. Ja. Dann zu den Fachkräften und Ausbildung, das ist für alle Bereiche. Die Pharma braucht das, das brauchen aber die Behörden, weil es hat da Diskussionen gegeben auf Konferenzen, da war es so, da hat eine Pharmafirma eine wirkliche volle Applikation fertig gehabt, alles auf QPD basiert, haben diesen Raum schön definiert, wo sie sich jetzt bewegen dürfen, und dann ist von regulatorischer Behörde der Beschluss dann zurückgekommen, sie müssen im Centerpoint bleiben. Weil sie haben es so schön demonstriert, dass sie das so schön halten können. Ja, die Centerpoint waren ja wirklich sehr eng, ja, also das war dann quasi eine sehr negative Erfahrung in dem Sinn. Ja. Und das ist sicher auch darin begründet, dass wenn jetzt ein Prüfer etwas bewerten soll, wo es um multivariate Statistik, Modellierung und sonst was geht, dann muss dieser Prüfer das kennen. Und das ist derzeit nicht der Fall. Also was mein Eindruck ist ein bisschen, es ist interdisziplinär, das heißt, es wird nicht eine Person abdecken, das ist bei uns ganz, ganz klar. Ja. Und welche Leute braucht man, die das dann auch bewerkstelligen können? Welche Personen, die diesen Prozess in Firmen begleiten, aber auch bei der Behörde. Ja. Das ist das nächste. Innovationstreiber gibt es natürlich auch. Wettbewerbsdruck steigt, weil wenn ich in der bequemen Lage bin, so wie FW mit Humira, 14 Milliarden Umsatz derzeit im Jahr, mit einem Produkt, Patentschutz, keiner kann es anbieten, schöne Lage. Ja. In 2 Jahren wird das vorbei sein. Und soweit ich das weiß, gibt es, glaube ich, mindestens 5 oder 6 Konkurrenzfirmen, die mit einem Produkt dann auf den Markt gehen können. Das wird natürlich den Preis drücken, das heißt, diese Schiene mit Biosimilar wird einen wahnsinnigen Kostendruck dann bei solchen etablierten Medikamenten bewirken. Da gibt es einen weiteren Kostendruck, die öffentlichen Gesundheitssysteme. Wenn man das betrachtet, ist es einfach so, dass wir wirklich in einer Lage sind momentan, es gibt viele, viele Wirkstoffe. Ja. Da tut sich wahnsinnig viel. Und wir haben ein bisschen die Gefahr, dass wir zwar Wirkstoffe haben, aber niemand, der sie produziert, weil die Kosten zu hoch sind, weil es niemand finanzieren kann. Ja. Und eine weitere Innovationstreiber ist die Reisebiotechnologie aus meiner Sicht, weil da die Regulatorien viel weniger wichtig sind, also nicht so groß sind, ja, und wir da eher Fortschritte oder vielleicht etwas innovativeres Umgebung finden, eine höhere Bereitschaft, dass man sowas einmal implementiert in einem Prozess. Ja. Also das sind so aus meiner Sicht die wichtigsten Innovationstreiber, neben dem, dass natürlich eher davon ausgeht, dass Analytik und die ganze Automatisierung ganz rasant weiter voranschreiten wird. Das heißt, von meiner Seite, Konklusion, es gibt sehr viel zu tun für uns alle. Ja. Für mich schön, weil ich weiß, dass ich in den nächsten 20 Jahren sicher meine akademischen Ideen irgendwie verwirklichen darf. Ja. Also, und dafür alle Zulieferer, inklusive den Produzenten. Gut, danke.